Hallo miteinander, herzlich willkommen zum Green Eye Gaming Let's Play Gunner 3. Der letzte Part jetzt wahrscheinlich da vom normalen Let's Play. Ich habe einen Schweinsch aufgenommen, schon lange, schon vor einer Woche oder so. Aber dann war es extrem scheiße gewesen. Es war so gewesen, ich hatte den Boss besiegt. Nachher muss man noch ein paar Waffen freischalten. Und also in vorherigen Levels, dass man ins Bonuslevel kommt. Und dann habe ich immer ein Level versucht, weil ich gemeint habe, dort hat es eine Waffe, und dann habe ich es aber nie geschafft und am Schluss ist die Waffe gar nicht in dem Level gewesen. Auf jeden Fall ist die Part wäre eine halbe Stunde geworden, und dann habe ich gedacht, ich könnte es ein bisschen zusammenschneiden, aber nachher habe ich gemerkt, dass es nicht einmal der Ton aufgenommen hat. Also ja. Jetzt bin ich ein bisschen angeschissen gehabt. Und ja, jetzt mache ich es halt noch einmal. So, der Endboss besiegt man am besten mit dieser Waffe, weil das ist die stärkste, die wir bis jetzt haben. Und er hat immer so einen Rhythmus. Ich zeige euch jetzt mal, was er immer macht. Also wie das Gesamte abläuft. Immer in so einer Reihenfolge eigentlich. Irgendwie. Und es ist ziemlich schwer, allem auszuweichen. Wenn man vielleicht sieht. So, und jetzt versuche ich es noch einmal so mit Schiessen, also richtig und nicht nur hin und her laufen. Mal schauen, wie weit ich komme. Nein, nein, nein. Ja, ich habe es jetzt auf jeden Fall nicht geschafft, wie man sieht. Und da liegt daran, dass es einen Trick gibt. Der Trick geht so, man kann da hinter den Arm. Ja, das war jetzt recht schlecht gewesen. Und dann kann man ein paar Mal schiessen und dann kann man wieder zurück. Es läuft, was haben jetzt... Ach, Scheissdreck. Da muss man das Willi machen, logischerweise, bis er stirbt. Boah. Das ist aber schon recht ziemlich knapp mit dem Leben. Ich habe am Anfang irgendeinen Scheiß gemacht. Oder kommt ab und zu doch dahinter. Also auch wenn man keine Fehler macht, ist es recht krass jetzt. Das war knapp gewesen. Ja, das war es schon gewesen. Ja, wenn man den Trick kennt, ist es eigentlich nicht so schwer. Tada! Und somit ist echt der richtige Teil vom Let's Play fertig. Wie man sieht, hat es da noch ein Bonuslevel, aber man muss alle 20 Waffen haben. Da gibt es da noch ein paar Waffen, die man freischalten kann. Falls ihr das ganze Let's Play geschaut habt, habt ihr es gesehen. Welche Waffe nehme ich am besten? Dass ich ganz am Anfang des Let's Play einstehe, im Level 1, nämlich bei einer Wand dagegen geschossen habe und nachher hat sie so metallic getönt und gesagt haben, dass später dann noch etwas dazu kommt. Jetzt ist es später. Die verbrennen immer so geil. Und jetzt, ja, zeige ich euch das. Wow, hey. Ja, sicher. Ja, klar. Das war jetzt ein bisschen fehl gewesen. Aber hat irgendeine andere Waffe. Aber jetzt sollte es natürlich noch einfach sein, aber nein. Das war knapp gewesen. Sie machen es einfach irgendwie so.
so. Eben, die Wand, die wir... Ja, das zeige ich auch vielleicht gescheiter ist. Wenn ich dort bin, das ist gerade das Ende, ja. Dummer Mensch. So, da ist der Geheimgang. Jetzt lasst mal. Genau, da tönt es komisch, da ist etwas hinten dran. Und das ist auch ein bisschen kompliziert. Nur mit dieser Waffe kann man es zerschiessen. Und der kommt da im Geheimgang führen. Und da hat jetzt eine neue Waffe. Lenkrakete, aber die bessere Version. Also, nein, bessere Raketenversion. Das heisst, man kann sie lenken, man kann sie renken, so wenn ich es jetzt gerade mache. Wow! Aber in der Zeit kann man das Ding nicht steuern, den Charakter. Also man kann dann nicht mehr ausweichen, wenn er jetzt zum Beispiel mit der Rakete schießt, kann ich nichts machen. Jetzt hätte ich nichts machen. Ja. Ja, aber das ist noch praktisch, dann kann man Gegner aus der Distanz killen. So. Genau, es gibt jetzt noch eine Waffe, die hier im letzten Level vorgekommen ist. Aber die, das ist eben ganz fies. Ich habe das letzte Mal eben die holen und habe es nie geschafft. Im Let's Play. Und ich dann, ja, was nicht richtig aufgenommen habe. Und da habe ich gemerkt, dass sie gar nicht dort ist, weil die ist eben erst dort, wenn man jetzt die hier auch schon geholt hat, die ich jetzt geholt habe. Jetzt macht es auf an, wenn die immer gerade stirbt. Aber da, die Senderwaffe. Genau, da ist sie. Die Waffe ist es, ja voll. Hey, das ist jetzt knapp gewesen. Und das ist so ziemlich die stärkste Waffe vom Spiel, könnte man sagen. Extrem lange Nachladezeit, aber schaut mal. Der Splash, also man schießt einfach überall hin. Und jetzt kann ich ja eigentlich sterben. Stimmt, jetzt kann ich sterben. Ich habe die Waffe. Noch ein Speichern und jetzt haben wir das Bonuslevel. Jeppa! Mit 2 Waffen. Ein Schild, die Waffe die Gegner haben ab und zu. Und ein Laserschwert. So sagt man 2 Sachen dazu. Die ist eigentlich recht schwach, also einfach so, gibt 2 Schaden, also so, ja, die haben die Gegner am Gau. Und wenn man Schild hat, kann man nicht getroffen werden, aber ja. Man kann nur mega langsam schiessen, wie man sieht. Dann das Laserschwert. Mit dem kann man jeden Gegner mit einem Schlag killen, also auch jeden Boss und so. Also eigentlich ist es echt stark. Aber zum Beispiel so gegen Luftgegner oder so kann man halt nicht viel machen. Man kann die Schüsse sogar abwehren theoretisch. Also Shotguns Schüsse nicht, aber diese Schüsse. So, da wäre es jetzt eigentlich schon gewesen mit dem Let's Play Gunner. Aber ich würde jetzt eben noch so Sachen machen. Irgendetwas, wo ihr könnt eine Challenge mir stellen. Zum Beispiel, also sicher einen Speedrun würde ich so oder so machen. Einfach ein ganzes Spiel möglichst schnell. Aber irgendwelche Ideen, dass zum Beispiel, dass ich versuche, das ganze Spiel nur durchzuspielen mit einer Waffe. Ich meine, wenn ihr zum Beispiel sagt, ich soll es mit der Pistole versuchen, dann würde ich einfach nicht weiter als bei Level 3 kommen, wenn überhaupt. Aber ja. Und dann ja, würde ich es natürlich versuchen, oder zum Beispiel möglichst wenig schiessen oder möglichst wenig gumpen oder möglichst schnell leben oder irgendwie... Ja, und jetzt zeige ich euch noch alle Waffen, dass ihr wisst, was ihr zum Beispiel könntet für Challenges geben. Also Pistole, ja. Shotgun. Und dann könnt ihr jetzt die Zahl hinschreiben oder den Namen. Das ist ein normaler MG. Nailgun, eben schreibt einfach, ihr könnt auch mehrere Sachen hinschreiben. Der schlechte Standard-Raketenwerfer, dann da, oh, das sind schon Waffen, die ich nie gebraucht habe, eigentlich, ja. Dann der komische Flammenwerfer. Dann der verbesserte Raketenwerfer, der viel schneller ist. Dann der Freezer.
Oder ich könnte sagen, dass ich es nur mit 2 oder 3 Waffen durchspielen darf, aber... Oder ich weiß auch nicht was. Und keine davon Waffen ist Stinger. Und der komisch da, der Lasergun. Der Pulse Rifle. Der Laser, der finde ich richtig schlecht. Da die billig durch die Wand Schusswaffe da. Wave Beam Gun. Dann die Pyro Gun da. Ist echt krass. Und dann ja die Standard T, die kennen wir ja noch. Und die, aber da ist einfach krass, dass man nicht kann zielen, wohin man schießt. Also es geht immer gleich weit und so. Dann die verbesserte durch die Wand Schuss-Ding. Dann da die Vorgänger vom Volter da, der Electrifier. Und die Lenkrakete da. Und da Volter, das ist die stärkste Waffe so ziemlich. Und dann da noch das Ding da, Schild und Armlaser da. Und das Laserschwert. Demonstriere ich da schnell. Eben, und schreibt, ich werde vielleicht auch noch Sachen machen, die ich selber Lust habe, schreibt mal da hin. Genau, man kann die Schüsse ablenken, das ist recht schwer und ja. Aber Shotgun-Schüsse kann man nicht ablenken. Zum Beispiel jetzt der zum Kill ist ja recht heftig. Oh fuck. Ja. Eben dann schreibt in die Comments, was ich soll machen. Oder vielleicht auch, falls ihr noch ein anderes Mini-Let's Play wollt oder so. Oder dass ihr ja... eben, wenn ihr irgendeine Idee habt, was ihr könnt machen oder so, schreibt es einfach rein. Ja. Dann würde ich sagen, bis in einem anderen Part oder in einem anderen Let's Play oder in einer Challenge oder was auch immer. Ich weiß nicht, vielleicht würde ich noch gerne reisen oder 2 Let's Play, glaube ich, aber nee, weil die sind recht schlecht. Im Vergleich zum 3 natürlich, also ja. Dann würde ich sagen, ciao zusammen, ist es, ja... Jetzt habe ich es einmal geschafft. in 13 Minuten etwa, also immerhin nicht so wie das letzte Mal, eine halbe Stunde. Aber ja. Dann würde ich sagen, ciao zusammen, bis in einem anderen Part. Peace.